Mein perfekter Tag ist, wenn du den Moment vergisst und einfach in deinen Emotionen bist. Wenn du mit Freunden unterwegs bist und du lachst aus deiner Seele raus und du liebst richtig. Du liebst jede Person, mit der du unterwegs bist. Du liebst dich, du fühlst dich wohl. Wenn du einfach vergisst, was um dich herum passiert und einfach in dem bist, wo du jetzt bist. Und das ist der perfekte Tag. Wenn du am Schluss des Tages denkst, hey, wow, ich habe es richtig gelebt. Ich glaube, es gibt so ganz viele so oberflächliche Sachen wie ich muss geil essen, ich muss etwas Geiles machen, vielleicht in der Ferien sein oder coole Leute um mich herum haben oder was auch immer. Aber ich glaube, eigentlich, was einen perfekten Tag ausmacht, ist eigentlich, wie es mir an diesem Tag geht. Und schlussendlich, wenn ich den ganzen Tag daheim im Bett liege und einfach glücklich bin und es mir gut geht, ist es für mich genauso ein perfekter Tag wie ja, wenn ich irgendwie die geilsten Sachen mache und auch glücklich bin. Ich glaube, das würde ich fast gleich werten. Und ich finde auch, du kannst die geilsten Sachen machen und ich kann weniger einen guten Tag haben, wie wenn ich einfach nichts mache. Irgendwie etwas Abenteuerliches. Am Morgen früh aufstehen, so Sonnenaufgang anschauen, Ballon fliegen. Und dann ein romantisches Picknick am Nomi. Und am Abend irgendwie mit Friends etwas Gemütliches machen. Also es muss nicht etwas Grosses sein, einfach gutes Wetter haben und guten Mut. Das ist alles, was es braucht. Der perfekte Tag für mich, das ist sicher sehr fein essen. Essen ist für mich sehr wichtig im Leben. Ich tue sehr gerne kochen. Ich lasse mich aber gerne auch kochen. Ich sehe sicher Freunde von mir. Ich tue sicher auch für meine Firma arbeiten. Und ich glaube, dass ich auch den Gianna das ein oder andere Mal gesehen habe, meinen perfekten Tag. Ich finde, der perfekte Tag macht aus, wenn ich so einen strukturierten Tag habe, dass ich aufstehen und mich kann noch ein bisschen beruhigen, also ein bisschen aufwachen kann. Dann vielleicht mit entweder arbeiten oder mit Kollegen etwas machen. Ja, das wird für mich der perfekte Tag sein. Also, ist für mich ein perfekter Tag. Mein Tag heute war eigentlich richtig toll. Ausser ein paar stressige Situationen, aber die gibt es immer. Und zwar konnte ich endlich mal richtig ausschlafen. Also für mich ist genug Schlaf schon der perfekte Einstieg in einen guten Tag. Und dann warme Gipfeli zum Morgen. Und ja, und das Gefühl von sich wohlfühlen, feines Essen haben, ist so ein Privileg. Und ein perfekter Tag besteht bei mir halt aus feinem Essen, Zeit mit Leuten, die ich gerne habe. Und ja, so coole Sachen erleben und sich auch mal für neue Sachen so ein bisschen zu überwinden. So ein bisschen wie das eigentlich, so Fragen beantworten über Sachen, wo man denkt, so, hey, schon ein bisschen intim zum Teil. Aber ja, so ein bisschen das Überwinden, das gehört zu mir auch, für mich auch zu einem perfekten Tag. Ich glaube, ich gehe brunchen mit meinen Lieblingsleuten. Und dann, dass ich tätowieren kann. Was sollte noch passieren? Er würde wahrscheinlich enden damit, dass ich Nachricht bekommen würde, dass ich mein eigenes Geschäft eröffnen könnte. Ja, gefühlsmässig, wenn ich aufstehe. Ich glaube, vor allem am Morgen, wenn man noch so ein bisschen im Unbewusstsein ist und wenn es einem dort schon gut geht, finde ich, ist das schon mal ein guter Start in den Tag hinein. Und sich dann halt einfach nicht von Kleinigkeiten aufregen und sich den ganzen Tag versauen, weil jetzt vielleicht irgendjemand etwas gesagt hat. Der Tag ist so lang, irgendwo durch nicht, aber irgendwo durch dann gleich zu lang, dass man sich wegen etwas 2-minütigem aufregen. Und darum, ein guter Tag ist für mich, wenn ich rundum einfach glücklich sein kann, der Mensch kann sein, der ich bin, so akzeptiert wird, wie ich bin. Und dann am Abend auch wieder mit einem Glücksgefühl schlafen kann. Dann war es für mich ein guter Tag. Ein perfekter Tag. Ich glaube, ein perfekter Tag ist ein Tag, wo du ohne Stress aufwachst, wo du
gutes Essen isst. Und wo du etwas Unplantes, aber mega Cooles erlebst. Also es muss nicht unbedingt sein, dass du irgendwie, weiß auch nicht, etwas mega Cooles in die Ferien gehst oder so. Ich finde es am coolsten, wenn du irgendwie nicht hergehst und du weißt eigentlich nicht, wie es wird und nachher wirst du richtig positiv überrascht. Und am Ende des Tages denkst du, wow, ich war heute richtig produktiv gewesen, ich habe etwas mega Cooles erlebt, bin mit tollen Menschen zusammen gewesen und kannst mit einem guten Gefühl schlafen.